Hallo und herzlich willkommen da zurück bei Euro Truck Simulator 2. Wir haben unseren eigenen LKW jetzt und wir müssen unsere Aufträge selber reinholen, verdienen mit einer eigenen Ausrüstung Geld für die eine Firma, laden Fracht auf und liefern bla bla bla. Ja, was auch immer. So, jetzt kommen wir da unsere Aufträge über. Wie wäre es denn? Wir haben den Preis von oben, das heisst, das ist der teuerste, den wir haben können. Und der geht von Genf nach Strasbourg. Wo ist Strasbourg? Strasbourg wird... Ich glaube, da bin ich noch nie gewesen. Strasbourg. Würde ich sagen, nehmen wir doch gerade den an. Der sieht nämlich nicht schlecht aus. Als Navi-Ziel einstellen. Was? Oh, jetzt was? Jetzt muss ich jetzt nicht hinfahren? Warte mal schnell. Ich glaube, ich muss jetzt zuerst hinfahren. Oh nein. Weil ich Straße... Oh, warte jetzt mal. Aber das heisst ja, wo bin ich jetzt? Warte jetzt mal, wo ist das F5? Jawohl. In Dijon bin ich. Oh, ups. Das ist blöd. Okay, kann man das irgendwie so machen, dass ich jetzt per Schnellreise nach Genf komme irgendwie? Schneller Auftrag. Dijon bin ich. Ich würde gerne nach, nicht nach Zürich, sondern nach Genf. Gibt es irgendetwas, das nach Genf ist? Natürlich nicht. Natürlich gibt es es nicht. Ist ja wohl klar gewesen, logisch, absolut. Ja, nun, weißt du was, dann würde ich sagen, gehen wir halt mit einem leeren LKW. Ich kann das nicht irgendwie abbrechen, das regt mich jetzt gerade auf. Ich will das nicht. Auftragsangebot. Weltkarte. Ich glaube, da geht das. Kann man das? Schnellreise da hin? Nein, geht das nicht. Radio. Naja. Nein. Okay, anscheinend geht das nicht. Dann muss ich dort halt einfach von Hand reinfahren. Das ist sehr, sehr schade eigentlich. Dann machen wir halt Navi auf nächste Werkstatt einstellen und dann gehen wir mal schauen, was wir dort so können für unseren LKW dazu kaufen. Verfügbare neue Teile. Das sind anscheinend alle, das ist ja sehr, sehr schade. Und das sind eigentlich nur Lampenbügel und solche Sachen. Ich glaube nicht, dass ich das brauchen werde, aber ist okay. Wo steht, wo ich gerade im Moment bin? Baureihe blablabla. Auf Straße. Ja, aber es steht nicht wo genau. Fährt umher, ja, ist gut. Ja, okay, nein, das heisst, ich muss einfach von Hand dort fahren und das ist doch ein bisschen blöd. Aber jetzt mal. Auftragsangebot. Wenn wir jetzt schon in Dijon sind, oder? Versandort. Dijon nach Strasbourg. Da nehmen wir doch einfach den an. Als Navi-Ziel einstellen, so, bams. Und das heisst, ich muss mal schnell schauen. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich fahre jetzt einfach mal da auf das grüne Nöppel-Dings da. Und Eingabe. So. Jetzt, das ist glaube ich gerade der gewesen. Oh, da haben wir natürlich noch viel teurere Sachen, die wir annehmen können. Wie wäre es denn, wenn wir Getränke von Dijon nach Zürich fahren? Zerbrechliche Fracht, das heisst, wir müssen sehr vorsichtig fahren und wir haben wir haben 6 Stunden Zeit anscheinend, das müsste eigentlich funktionieren, das nehmen wir gerne an. Bams. So. Dein Auflieger steht bereit, fahre zum
Dingsbums-Bereich. Also das mache ich doch gerade mal schnell. So. Andere Seite, genau, so, noch ein bisschen, genau. So. Machst du bitte? So, T. Bams, wir haben das Ganze aufgeladen und es geht los, Richtung Zürich. So, den wollte ich machen und los geht's. Ich muss nach rechts, das mal mit allen Verkehrsdings, ihr wisst schon, so wie wir halt fahren mit Blinken und allem drum und dran. Jetzt muss ich aber, ich bin ein bisschen paranoid jetzt wegen der zerbrechlichen Fracht. Ihr kennt es. So. Das ist die perfekte grüne Welle. Tralala. Wir haben es gerade noch geschafft. Gut. Warte, ich muss noch schnell blinken. Ah, nein, das war wischt, so hat blinkt. So kann es immer sagen, wir haben nicht blinkt, oder? Ich tue da mal die Sicht zentrieren. Und los geht's. Von Dijon nach Zürich das mal. Ich weiss, ich werde sowieso vergessen, wohin ich gehen und wo ich gestartet bin und so. Das ist ganz normal. Wie wäre es mit einem... Wow. Nein, fast echt... Gut. So. Wunderbar. Autopilot ist eingeschaltet. Wie schnell darf man da fahren? 50. Wie schnell fahre ich? Ja, etwa 50. 55 km/h, das ist tiptop so. Da fällt mir gerade ein, ich habe noch nie geschaut, ob ich nicht zu hoch bin, für unter Brücken durchzufahren. Bis jetzt hat es das Problem noch nicht gegeben, dass ich irgendwo stecken geblieben bin. Aber hey, man weiß es nicht, man weiß es nie bei diesem Spiel. Ich traue dem Spiel nicht. So, jetzt können wir da 70 fahren, das ist auch tiptop. So. Ich muss da geradeaus. Dort wäre es Stopp gewesen, aber es ist absolut in Ordnung. Ich habe geschaut. Er hat ich kann jetzt gerade sagen, er hat den Videobeweis. Ja klar, er hat den Videobeweis, dass das nicht passiert ist. Aber ist okay. Es hat es niemand gesehen. Zum Glück. Da ist 60 und ich fahre 75, ist vielleicht ein bisschen schnell. 70. Ja, 10 km zu viel, das ist absolut in Ordnung. So, das erinnert mich übrigens an ein anderes lustiges Spiel, und zwar hat das Burnout Paradise geheißen, glaube ich. Was darum gegangen ist, man hat Punkte gesammelt, also man können unter anderem Punkte sammeln, indem man auf der falschen Strassenseite gefahren ist. Und das mache ich doch jetzt gerade ein bisschen. Ich tue jetzt ein bisschen Punkte sammeln da, wie ihr seht. Und das kommt sehr gut. Ich sollte es eigentlich nicht machen, wenn ich zerbrechliche Fracht dabei habe. Aber es ist schon gut, passt schon. Und ich sehe gerade, ups, ich hätte noch zuerst schlafen. Ich kann mir das fast noch überlegen, ob ich vielleicht nicht noch schnell schlafen oder so, ein Schläfchen reissen. Ich habe es natürlich nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ich bin zu gut dafür. Hey, was läuft da vor, Mann? Fahr. So. Gut. Okay, also, wir sind auf dem Weg Richtung Dings. Und losgefahren sind wir in Bums. Und die Straße dann, die kennen wir natürlich auch nicht. Darum fahren wir im Dingsbums nach. Das bringt uns von Dings nach Bums, ihr wisst schon. Der rote Strich da unten rechts, wo, ich glaube, das Navigationssystem sollte darstellen. Komm, jetzt fahr doch einfach mal. Jetzt muss ich schon wieder bremsen wegen dem Idioten vorne. Weißt du was? Ah. Sorry. Blinken natürlich beim Überholen. Sehr wichtig. Oh, da ist Überholverbot. Wieso ist echt da Überholverbot? Ich weiß es nicht. So. Genf, ich komme. Alles wunderbar. Wir haben freie Straße. Wir fahren 80 und darf 60. Okay, ist ja schon gut.
So, und jetzt darf man, wie viel? Dort ist jetzt gerade das Zeichen gekommen, dass alles aufgehoben ist. Aber wieso darf ich immer noch 60 fahren? Ich verstehe es nicht. Wieso nur 60? Das finde ich langweilig. Ich habe ein anderes Problem. Ich sollte nur irgendwie pennen. Und theoretisch sollte ich mal schnell auf die Karte schauen. Das mache ich doch jetzt gerade mal schnell. Fahrt der weiter? Nein, es pausiert. Okay, gut. Dann habe ich noch schnell überprüfen, nicht, dass ich da... Nein, er weiß es schon. So, also an und für sich kommt da unten kommt eine Möglichkeit, zum können übernachten. Und das wird jetzt noch ein Zeitchen dauern. Und ich glaube, die rote Linie da ist... ich muss sogar nicht nach Genf, ich muss ja nach Zürich. Wieso ist der Idiot denn über die Autobahn gefahren? Ja, wie auch immer. Da kommt dann eine Möglichkeit, wo man kann schlafen kann. Also, ich hoffe, meine Äugel haben nicht vorher nicht zu da. Obwohl, wenn man das Bettsymbol dort unten rechts anschaut, sieht es halt schon nicht ganz so gut aus. Jetzt ist die Frage, es gäbe eine Möglichkeit, sich, glaube ich, abschleppen lassen zu der nächsten Werkstatt. Nur dann wären wir sehr wahrscheinlich wieder zurück in Dijon, was natürlich auch nicht so lustig wäre. Also nach Genf ist jetzt da rechts weggehen, Richtung Bern, aber wir wollen ja Richtung Zürich. Darum bleibe ich jetzt da mal auf dieser Straße. Und das Bettli füllt sich immer mehr und mehr. Das Problem ist, irgendwann pennt man wirklich ein, das ist kein Seich. Und da haben wir das Problem. So, das ist, wo ist jetzt schon das Voll... da K ist das Volllicht. Dann brauchen wir doch ein bisschen das Volllicht, dass man auch auf YouTube ein bisschen etwas sieht, wenn ich die Folge irgendwann mal wieder auflade. Was wahrscheinlich so etwa heute noch wird sein. Heute ist ein gutes Datum. So. Jo, wir tuckern mit 65 über die Landstraße, das ist wunderbar. Dann fahren wir gerade irgendwann müssten wir doch noch... Oder fahren wir da über die grüne Grenze? Da gibt es doch gar keine grüne Grenze. Da gibt es doch sicher irgendwann mal einen Zoll, der wird kommen. Da bin ich gespannt, wie das aussieht. Weil bis jetzt bin ich ja nicht mehr immer über die Autobahn aus den Ländern rausgefahren, also respektive aus der Schweiz rausgefahren. Ich glaube, andere Landesgrenzen habe ich noch nicht überfahren. Oder überschritten oder wie auch immer. Nein, überschritten nicht, überfahren wahrscheinlich eher. Meiner Ladung geht es anscheinend noch recht gut. Und es macht mir wirklich langsam ein bisschen Sorgen mit dem Bett dort, mit dem Bettsymbol. Aber die Tankstelle sollte eigentlich schon bald kommen. Das heisst, dort können wir hoffentlich pennen. So. Weiss er Bescheid. Wieso steht da 60 und ich darf die 70 fahren? Ihr seht auf der Navigation unten links steht 60. Aber die Straße haben wir jetzt gerade gesagt, da ist 70. Oh, oder darf ich echt nicht schneller als 60 fahren wegen der Ladung? Das ist natürlich jetzt... es könnte sein, dass das wegen dem ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich komme langsam Paranoia über. Vor allem jetzt mit der zerbrechlichen Ware wäre das sehr ungut, wenn wir jetzt einen Unfall hätten. Vor allem jetzt zahle ich aus dem eigenen Kessel und darum wäre ich schon froh drum. Schau jetzt da P. Um den Tankstelle. In 200 Meter, also ich hoffe in diesen 200 Meter pennt mir da der Typ nicht ein, der Troll King, der jetzt da am Fahren ist. So. Okidoki. So, da schnell blinkisieren. Fahren wir da rein. Dann werde ich zuerst mal tanken. Und dann... So, Tankstelle. Und Eingabe. So, jetzt mal schauen, wie viel das wir dürfen blechen. Dieselpreis 1,44, naja. Okay. Dann Motor wieder einschalten.
Und dann fahren wir doch hier gerade schnell auf den Parkplatz. So. So, zum Motor abstellen und dann für eine Ruhepause drücken Sie die folgende Taste Eingabe. Dann drücke ich doch mal Eingabe. Du kommst eine Weile zur Ruhe. Das finde ich sehr angenehm, muss ich sagen. So, was ist dort gerade gestanden? Oh, meine Lieferung hätte dort sein. Ich glaube es, das können wir schon nachschauen, glaube ich, mit dem F6. Der Frage, bla bla bla. Donnerstag, 8.58 hätte sie dort sein. Verbleibende Zeit verspätet. Ja, das tut mir sehr leid. Ich kann es nicht ändern. Das heisst, wir werden wahrscheinlich eine kleine Strafe müssen zahlen. Ich habe vergessen zu schlafen. Das ist natürlich... so, wir können fahren. Das tut mir sehr leid. Die erste zerbrechliche Fracht und schon verspätet. So, wir kommen in das kleine Schweizer Ländli, wo in diesem Spiel wirklich sehr, sehr klein ausgefallen ist. Das finde ich sehr schade eigentlich. Man ist da so schnell durch. Und dabei hätte das Land doch so viel zu bieten. Aber was wollte ich machen? Es ist wie es ist. Hier haben wir wunderschöne, keine Ahnung was für Felder. Das könnte Mais sein wahrscheinlich. Wir haben sicher etwas anderes erwartet wahrscheinlich. Ja, ich weiß schon. So, dann Autopilot sozusagen wieder einschalten. Das ist ja ein Vorteil, wenn man zum Beispiel Eve spielt oder so, Eve Online. Dort hat man tatsächlich einen Autopilot, wo man einfach kann sagen, weißt du was, fliegt du für mich selber. Das wäre doch irgendwie auch cool da. Nein, natürlich würde dann der ganze Spielspaß drauf gehen, weil das Spiel lebt ja davon, dass man halt selber umeinander fahren und Zeug und Sachen. Aber kommt gut. Kurven rein. Also wir sind voll gedankt, wir haben genug geruht. Wir sehen dort in der nächsten Pause in 10 Stunden. Das ist tipptopp. So, und jetzt soll ich da mal ein bisschen runterbremsen. Würdest du... So, ich denke 40 ist okay. Wir müssen ja vorsichtig sein, wir haben zerbrechliche Fracht dabei. Ich hätte sollen schauen, dass ich ausgeschlafen bin. Das war ein Fehler von mir. Und jetzt nimmt es mich echt Wunder, wie viel Strafe dass wir zahlen müssen, dass wir so verspätet kommen. Wir kommen immer hin. Wir sagen einfach, die Firma hat die Produkte noch nicht fertig gehabt, wo wir sie abholen. Wir können ja ein bisschen lügen. Das ist okay. So kleine Notlüge. Wir schieben jetzt auch auf die Firma. Sagen, die Firma hätte Lieferverspätung gehabt. Wir sind schon einen Tag vorher dort gewesen, aber die Firma sei nicht... Jetzt habe ich gerade ein bisschen Schiss gehabt, dass ich da ins Zeug reinfahre. Was ist denn das da für ein wunderschönes Seeli da hinten? Hallo wunderschönes Seeli, bist du der Vierwaldstättersee? Hallwilersee? Brienzersee? Keine Ahnung, was ist. Ich muss schnell auf die Karte schauen, was das da für ein See ist. Ah, der ist auf der Karte natürlich nicht einmal eingezeichnet. Das könnte jetzt mal, das ist Bern. Oh, da könnte wirklich einer von diesen Seen sein. Brienzersee, Murtensee, Dingsbumsee, Brienzersee. Was? Lausanne? Nein, wie heißt der? Ja, ihr wisst schon, der dort bei Lausanne unten. Keine Ahnung, ich bin ein Niete in Geografie. Merkt man es? Okidoki. Schau mal, wie das schön aussieht da. Sieht wirklich schön aus. Wie heisst der? Jetzt bin ich wirklich gerade am überlegen, wie der See heisst. Ich weiß es nicht mehr. So, jetzt müsst ihr wieder ein bisschen runterbremsen. So. Wenn ich schon Strafe muss zahlen, wollte ich natürlich nicht auf eine kaputte Fracht zahlen. Das wäre sehr schade. So.
kann ich wieder das so einschalten. Da geht es für mich geradeaus, Richtung Bern. Hier kann Vorfahrt. Gut. Und dann geht es für mich da ab auf die Autobahn. Genau, Richtung Zürich. So, jetzt muss ich mal schauen, das ist glaube ich die Straße, die ich muss nehmen. Und der wartet schon schön, weil wir so schön blinken haben. Danke. So, auf die Autobahnauffahrt. Dann ab nach Zürich. Ich hoffe, ihr hört die Nebengeräusche hier nicht. Meine Nachbarn sind wieder am keine Ahnung was machen. So. Die Straße ist frei. Wir sind auf der Autobahn. Die Freiheit hat uns wieder, sozusagen. Wir sind mittlerweile fast 3 Stunden spät, aber das ist absolut okay, das ist normal. Nicht. Aber wir sollten bald in Zürich ankommen. Schauen wir mal schnell auf die Straße. Wir sind da und ja, es geht schon ein Zeitchen. Aber das müsste jetzt eigentlich alles auf der Autobahn sein, weil Zürich hat ja einen direkten Autobahnanschluss. Ist das in diesem Game auch so? Ja, es sieht dann auch aus. So. Ich habe ein bisschen Frame-Einbrüche, merke ich da gerade. Ich dümpel auf 30 Frames umeinander und ich komme mit 60 auf. Ich hoffe, das wird kein Problem geben. Ich habe zwar ein fast gutes Schnittprogramm. Ich hoffe, das kann dann die Differenz ein bisschen egalisieren. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Man merkt nichts. So, anscheinend gibt es auch in der Schweiz Eier, die auf keine Ahnung, das sieht aus wie eine riesige Chemik und drauf oben ist ein Ei. Übrigens, das Ei erinnert mich irgendwie an Megatron City, hat das glaube ich geheißen, damals aus Fallout 3. Ja, ich weiss, ich mache jetzt in einem Spiel Werbung für ein anderes Spiel. Nein, ich mache keine Werbung. Wow, da hat es gerade 2 Eier hintereinander. Scheiße, die müssen echt nötig haben. Wer sich vielleicht noch daran mag erinnern, wer es vielleicht gespielt hat von euch, Megatron. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Megatron oder Megatron City geheißen hat. Jedenfalls im Ortskern, sozusagen, wenn man dann halt keinen Ortskern sagen kann, ist eine nicht detonierte Atombombe gewesen, wo man dann als Spieler hätte können, wenn man hätte wollen, entschärfen. Und ich recht lustig gefunden. Und ich habe mich falsch entschieden. Ich habe sie entschärft. Mich hätte es echt Wunder genommen, was passiert wäre, wenn man sie nicht entschärft hätte. Weil man hätte sie, glaube ich, so viel ich weiss, noch sabotieren. Bin mir zwar nicht mehr, es ist schon so lange her. Wenn ich das Game rausgekommen 2008, irgendetwas dort umeinander. Es ist einfach schon viel zu lang her. Aber ja. So, wir sind da, wir können 80 fahren, das finde ich wunderbar. Wir fahren 95, das ist absolut in Ordnung. Wir müssen weiterhin gerade fahren. Was? Wieso? Was? Wieso? Wieso habe ich jetzt... Habe ich jetzt etwas verdient oder habe ich jetzt etwas zahlen? Das habe ich jetzt irgendwie nicht richtig so mitbekommen. Ich meine, klar bin ich schnell gefahren, aber hoffentlich nehme ich das Billett nicht weg. Haben sie mich geblitzt? Ich weiß es nicht. So, wie lange geht es noch? Es geht noch ein Zeitchen anscheinend. Wir müssen weiterhin geradeaus, Richtung Zürich, Stuttgart, umgekehrt Stuttgart-Zürich. Warte jetzt mal. Stuttgart ist näher an mir als Zürich. Ich glaube nicht. Wieso steht denn Stuttgart oben dran? Ist das nicht so, dass man eigentlich oben dran die Stadt hat oder die Ortschaft, die zuerst kommt? Nicht sicher. Gut, ich meine,
Es gibt ja wirklich für jedes Land hat eigene Beschilderungen, jedes Land hat ein bisschen andere Verkehrszeichen, also nicht grundsätzlich, aber sie unterscheiden sich doch manchmal auch in Farbe und so, also von der Farbe her und so. Und ich denke schon, dass als Game-Entwickler das nicht ganz einfach ist zum ja halt dann irgendwie für jedes Land recht zu machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht ganz einfach ist, weil die müssen ja dann sonst wirklich von jedem Land alle Verkehrszeichen studieren. Oder studieren eigentlich. Und das ist schon eine happige Arbeit. Also man denkt immer so, ja, das sieht doch so einfach gemacht aus, Euro Truck Simulator, aber ich finde es überhaupt nicht, weil Detailtreue hier in diesem Spiel ist halt auf etwas anderes gelegt worden. Halt eben das vom Verkehr her, Straßen und all das Zeug. Ich meine jetzt auch da rechts jetzt das Zeichen, das jetzt gerade an uns vorbeigegangen ist. Wieso ist das dort? Wieso steht das dort? Irgendjemand hat das ja müssen dort programmieren. Jetzt ist die Frage, wieso ist das gemacht worden? Ich glaube, ich muss links gehen. Gut. Gerade noch die letzte Sekunde richtig eingereiht, eingedingst. Ich sehe jetzt natürlich überhaupt nicht. So. So. Gang weg. So. Geht's da nach links. Und dann da weiter vorne nach rechts. Und dann sind wir auch schon da. Also. Wir haben 31.492 jetzt momentan auf dem Konto. Jetzt nimmt es mir doch Wunder, wie viel das ich dann nachher wird haben. Das nimmt mich echt Wunder. Ich muss dann nach links. Immer die Drängler auf der Straße da haben. So. Und dann bin ich schon fast da. Da muss ich jetzt noch zuerst 1 geradeaus und dann, nein, ich muss da rechts. So. Und dann da links rein, genau. Jetzt ist das natürlich eine so dämliche Einfahrt da. Jetzt muss ich schauen, wie ich da um die Ecke komme. Das müsste eigentlich gut funktionieren. Hey. Sorry, aber was für eine Firma? Was für eine Transportfirma vor allem? Eingabe. Verspätet! Getränke von Dijon nach Zürich geliefert. Ja, es tut mir leid. Tut mir leid. Also, wir haben die Basisvergütung von 7.457 und 349 Erfahrungspunkte bekommen. Erfahrungsbonus immerhin noch etwas bekommen. Bonus für eine Fernfahrt haben wir auch noch etwas bekommen. Und für die zerbrechliche Fahrt auch noch etwas bekommen. Und dann aber ein Abzug von wegen 3 Stunden und 46 Minuten. Das geht eigentlich noch. Bin ich eigentlich fast zufrieden. Fortfahren. Neue Screenshots können hochgeladen werden. Ja, das freut mich doch sehr. Ich würde sagen, das war es für das Mal Euro Truck Simulator 2. Wir haben eine wunderschöne Fahrt hinter uns. Von Dijon nach Zürich sind wir gefahren und viel gelabert wurde, hauptsächlich von mir. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und wir sehen uns dann. Bye, bye. Oder so.